Meist sind es ja die kleinen, vermeintlichen Nebensächlichkeiten, die den grauen Alltag zum Leuchten bringen oder die aktuelle Weltlage zumindest erträglicher machen. Würdigen wir also mal den Versuch eines britischen Künstlers, dem Papierflieger mehr Bedeutung zu verleihen. Trevor Boundford bietet diese Kreationen zum selber Basteln an, im Stil großer Künstlerinnen und Künstler. Nun ist Kunst im Stil von nie wirklich gut. Und dann auch noch Flieger. Aber Paul Klee hat als Soldat im Ersten Weltkrieg tatsächlich Militärflugzeuge angestrichen, wenn auch nicht ganz so farbenfroh. Das vermutlich bekannteste Zitat von Frida Kahlo lautet: „Wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe?" Und Victor Vasarelis kinetische Kunst fliegt von allein. Aber um solche platten Analogien geht es Mr. Boundford gar nicht. Während seine Flugzeuge in Deutschland versnobbt als Kunstflieger vermarktet werden, lautet der Titel des englischen Originals When Artists Get Bored, They Make Paper Planes. Mit anderen Worten, der Papierflieger ist der aus Langeweile geborene Impuls für kreative Höhenflüge. Vielleicht warf Klimt ja tatsächlich mit Fliegern um sich, bevor ihm der Kuss einfiel. Dass Papierflieger schöpferisches Potenzial freisetzen, darüber herrscht Konsens. Sonst würden uns Bildagenturen zur Symbolisierung spielerischer Kreativität nicht so viele Fotos dynamischer Start-up-Unternehmer anbieten, die als Ausdruck ihres Heureka so ein Ding in der Hand halten. So läppisch der Papierfliegerwurf auf Existenzgründertagen auch wirkt, er war mal ein revolutionärer Akt. Damals, als Leonardo mit Papiermodellen testete, wie der Mensch die Schwerkraft überwinden kann und vom Flugzeug bis zum Helikopter alles vordachte, was erst 4 Jahrhunderte später realisiert wurde. Aber während wir in der bemannten Luftfahrt recht weit gekommen sind, bleibt jeder Papierfliegerwurf eine Lektion in Demut. Ein Stück gefaltetes Papier länger als ein paar Sekunden in der Luft zu halten, ist wahre Kunst, verlangt Falt- und Wurftechnik sowie erhebliche Frustrationstoleranz. Dass es der Papierfliegerwurf nie zur olympischen Disziplin geschafft hat, überrascht. Denn schon die erste Weltmeisterschaft in den USA 1967 zeigte die gesellschaftliche Relevanz. Aus 26 Ländern kamen über 10.000 Modelle. Disqualifizierte Einsendung eines Atomphysikers aus Kalifornien. Disqualifiziert, weil es eher ein Speer sei als ein Flugzeug, eher eine Rakete als ein Papierflugzeug. Bei der ersten Weltmeisterschaft lag die längste Flugzeit eines Papierfliegers bei 10,2 Sekunden. Der japanische Firmenchef Takuo Toda schaffte im Jahr 2010 knapp eine halbe Minute. Seit 14 Jahren hat diesen Rekord kein Mensch überboten. Auch nicht bei der letzten Weltmeisterschaft in Salzburg. Spannender war da die Disziplin Aerobatics, Kunstfliegerei neu definiert. An diesen Vorführungen gemessen sind Loopings von Motor- oder Düsenfliegern banal. So wie auch der Bau motorisierter Flugzeuge heute eine Banalität ist, das Falten eines flugfähigen Papierfliegers dagegen viele Menschen an ihre intellektuellen Grenzen stoßen lässt. Für die entwickelte der Ingenieur Dieter Michael Krone diesen Faltautomaten, der seit 2017 im Luftmuseum Amberg steht. Laut Museumsleitung ein absolutes Unikat. Doch im selben Jahr präsentierten die Burgkundstädter Gymnasiasten Linus Schöp und Elia Höfer beim Landeswettbewerb Schüler experimentieren eine ähnliche Faltmaschine. Die hatte ihr Vorbild unter anderem in einem Werbeclip, den ein amerikanischer Konzern extra für das Finale des US Super Bowl produzieren ließ und der die Konstruktion des professionellen Lego-Bastlers Arthur Sacek zeigt. Im Netz findet man noch mehr solche Beispiele. Dort stößt man sogar auf ein ganzes Paperplane-Genre. Dutzende Kurzfilme erzählen vom hohen Symbolgehalt, den ein dahinsegelndes Stück Papier quer durch alle Kulturen besitzt. Papierflieger sind Transportmittel für große Geschichten über Freundschaft, Liebe, Einsamkeit, Selbstbehauptung.
Und manchmal dienen sie der Kommunikation mit Gott. Kurz gefasst, sie sind eine wunderbare Projektionsfläche für das menschliche Wesen in seinem ständigen Wunsch, alles Erdenschwere hinter sich zu lassen. Genauso komplex und fragil, zu jähen Abstürzen neigend, aber in glücklichen Momenten zu unerwarteten Höhenflügen aufsteigend.